aber es steht, ich bin live, von dem her müsste es klappen. Wieso seht ihr mich wieder da? Oder die da jetzt drauf geklickt haben. Wir machen mal wieder eine neue Content-Folge von dem Track-Travel-Prozess. Dem neuen Format, das ich da ein bisschen gegründet habe auf dem YouTube-Channel, wo wir uns so ein bisschen den Werdegang von Songs oder allenfalls auch von gewissen Künstlern, Künstlerinnen, die irgendwie im Markt, ob das jetzt in der Schweiz ist oder international, irgendwie einen speziellen Stand haben. Um das soll es ein bisschen gehen bei diesem neu gegründeten Format. Und das könnten allerlei Themen sein oder allerlei Künstler oder halt auch spezifische Songs, wie wir das schon mal gemacht haben mit dem Mad at Disney Case, wo so ein bisschen der Startschuss war zu diesem Format. Und heute würde ich meinen, wenn ich jetzt da ein bisschen zu viele Fans getroffen habe, aber es müsste trotzdem funktionieren wegen dem, schauen wir uns einen Rapper und Songwriter an, aus dem amerikanischen Bereich, und zwar der Young Boy Never Broke Again. Der Young Boy Never Broke Again, oder beziehungsweise wie machen wir es? Das wird jetzt durchaus eine kompaktere Folge diesmal, oder wir versuchen sie innerhalb von einer Stunde alles zu machen, sage ich mal, oder es wird am Schluss dann sicher vielleicht auch nochmal ein bisschen Fragen geben oder jetzt muss ich da schauen wegen dem Sound, oder allenfalls auch Anmerkungen. Darum weiss ich jetzt nicht, in wie viele Episoden ich jetzt den Track-Travel-Prozess zum Young Boy Never Broke Again werde splitten. Die Folge wird auch ein bisschen anders verlaufen vielleicht wie andere Folgen, weil wir uns da jetzt eher den Artist anschauen. Also nicht spezifisch einen Song. Für die es wissen oder für die es noch nicht wissen oder ein bisschen Kontext brauchen, der hat gerade vor kurzem ein neues Album released, das nennt sich Top. Zum Background vom Artist, für die sich interessiert, können sich sicher auch noch ein bisschen ein eigenes Bild machen zum Künstler, und am besten, meiner Meinung nach, macht man das, das sieht man jetzt, genau, die Fenster müssen wir jetzt alle sehen. Am besten macht man das mit dem Interview, das ihr auf YouTube findet. Mit der Angela Yee hat er eins gemacht. Das ist leider vor 2 Jahren, ist nicht gerade das aktuellste. Und ist auch relativ kurz, was es auch ein bisschen doof macht, weil man kommt so kleine Impulse mit über, wie es so ist oder wie es für ihn war, wo er dort, weil dort zu dem Zeitpunkt, wo das Interview passiert ist, er glaube mal 18 gewesen. Und so viel man ist, müsste er jetzt 21 sein, plus minus. Auf jeden Fall ein sehr spannender Charakter. Ich gehe jetzt da nicht mega im Background rein zu ihm als Künstler, das könnt ihr euch sehr gerne selber geben. Der Grund ein bisschen, wieso ich eine Folge zu ihm machen wollte, generell zum Young Boy Never Broke Again, ist, weil der Young Boy immer ein sehr gutes Beispiel war, meiner Meinung nach, wenn es im amerikanischen Rap um organischen Konsum geht. Für die natürlich die Folgen da auf dem Channel ein bisschen mehr mitverfolgen, die wissen auch, dass unter anderem organischer Konsum einer von meinen Lieblingswörter oder Prägungen ist, wo ich da immer mal wieder droppe. Und der Young Boy Never Broke Again, für die sich halt ein bisschen für Ami-Beispiele interessieren oder vor allem halt Ami-Hip-Hop, US-Hip-Hop-Künstler oder Künstlerinnen, ein paar von denen kennen natürlich schon den Young Boy Never Broke Again, aber haben vielleicht noch nicht von dieser Seite jetzt kennengelernt, wie wir ihn da jetzt ein bisschen highlighten, beziehungsweise ich zeige euch vielleicht den Künstler-Case an sich mal ein bisschen von einer anderen Perspektive. Und zwar gehen wir da ein bisschen tiefer in seinen YouTube-Konsum rein und in seine YouTube-Insights und würde dann vielleicht auch ein bisschen merken, wieso jetzt der Scene-Case so speziell ist im Vergleich zu gewissen anderen
aktuellen Rapper oder Künstler, wo in Amerika gerade unterwegs sind. Ich versuche das, wie gesagt, ich muss da auf die Uhr schauen, versuche das alles in einer Stunde zu machen, ein bisschen kompakter. Und als erstes würde ich sagen, schauen wir uns mal ein bisschen den YouTube-Konsum an vom guten Youngboy. Wie gesagt, der hat vor kurzem, ihr seht das da jetzt auf seinem Profil, hat am 11. September ein neues Album released. Das nennt sich Top. Das ist jetzt nicht ganz unwichtig für die Analyse, die wir da jetzt werden machen. Oder nicht nur für Spotify, weil ich es jetzt gerade auf der Spotify-Page euch gezeigt habe, sondern halt allgemein. Da kann man jetzt wieso darauf schliessen, bei seinem Fall jetzt, dass da auch nicht nur vorherige Fans von ihm jetzt gerade sehr stark am Konsumieren sind, sondern halt durch den Album-Release, der vor einer Woche war, natürlich auch ganz viele neue Ohren vielleicht auf ihn stoßen, auch Leute in der Schweiz, die Konsumenten oder User da von den Streaming-Anbietern, die ihn bis jetzt gar noch nicht richtig mitbekommen haben, weil er halt schon so ein bisschen underrated ist immer so ein doofes Wort, aber underappreciated vielleicht, nicht underrated, underappreciated, oder wenn man halt von den Rapper in Amerika jetzt im Moment redet oder von den Künstlern und Künstlerinnen in Amerika, ist halt der Youngboy Never Broke Again nicht gerade das Erste, wo in den Sinn kommt. Lustigerweise. Also da kommen ganz viele andere Namen, wie ein Lil Baby, Da Baby und all die, wo an der Oberfläche vielleicht relevanter wirken. Teilweise sind sie es auch, aber rein auf Konsumbasis dann doch rechte Unterschiede können festgestellt werden, wenn man das jetzt würde vergleichen mit dem Case vom Youngboy. Und am besten, oder so der prägendste, sagen wir so der prägendste, jetzt schaue ich da noch ganz schnell, okay, jetzt läuft alles noch, der prägendste Unterschied oder dort, wo man ein bisschen einen Aha-Moment kann entwickeln kann, ist, wenn wir die Übung haben wir ja auch schon beim letzten Mal gemacht, für die, die es interessiert. Man kann da in die YouTube-Charts gehen, in die Musikcharts. Das werde ich dann auch noch in die Description drinnen lassen. Und wenn man jetzt da, anstatt dass man in die Schweiz geht, weil in der Schweiz, wenn man jetzt gerade schaut, ist der Youngboy nicht drin. Da komme ich noch später dazu, inwiefern er jetzt schon relevant ist für die Schweiz oder halt dann auch nicht. Aber lustig wird es jetzt, oder spannend wird es, wenn man auf United States geht. Weil wir wollen ja wissen, okay, wie groß ist er tatsächlich. Beziehungsweise, wenn halt Leute sagen, oder dass in den Medien auch so vorkommt, Artist XYZ hat ein neues Album released oder hat ein neues Projekt released, ist riesig groß, oder wenn sich halt Fans gegenseitig Comments zuspielen und das irgendwie so unterbewusst erklären, ja, der Artist ist gerade voll am Aufgehen oder der Artist ist gerade voll am Abgehen, sind das ja oftmals sehr, sehr subjektive Meinungen, die aber gestützt sind. Lustigerweise kann man halt auch wenn man so ein bisschen tiefer in dem Musikmarketing drinnen ist und sich ein bisschen die Kommentare anschaut von den Leuten, merkt man auch, dass die Konsumenten da draussen oftmals, und das sind nicht nur Hip-Hop-Konsumenten, auch wenn wir jetzt über einen Hip-Hop-Case reden, auch in anderen Genres, liegen die Konsumenten oftmals gar nicht so schlecht mit ihrem vermeintlichen so ein bisschen subjektiven Placebo-Gefühl, weil die sind ja keine Analysten, die verstehen ja nicht, wie heiß ein Künstler tatsächlich ist. Die sehen halt alles, was so an der Oberfläche ist. Aber bei einem Youngboy, wenn dort halt so Storys vorkommen, à la, dass er so ein bisschen das undiscovered Talent ist und on the rise, oder was man halt in Amerika alles so würde für Tags verwenden, so dass er einer von der Up-and-Coming ist. Oder dann, wenn man in andere Länder jetzt schauen geht, wie in Amerika, schon davon spricht, dass er zu den grösseren Künstlern gehört.
also wirklich zu den Top Hip-Hop-Künstlern, dann ist das der Grund, wieso oftmals die Leute über das reden. Und zwar kann man da, oder das macht es jetzt ein bisschen konkreter, wenn man da nämlich unter Top-Interpreten geht, dann passiert vielleicht bei den einen oder anderen, wo das jetzt interessiert und wo das jetzt ein bisschen aus einer Konsumperspektive anschauen wollen, passiert schon mal ein Aha-Moment, ein erster Aha-Effekt. Weil wir befinden uns jetzt einfach, dass ihr den Kontext versteht, in den US YouTube-Charts von allen Künstlern. Das ist nicht nur Hip-Hop-Charts, das ist jetzt nicht nur spezifisch die Hip-Hop-Kategorie, sondern alle Künstler. Und siehe da, ich hoffe, das sieht man, ich muss da nicht noch mehr anzoomen. Der Young Boy Never Broke Again ist auf dem Platz 1. Sprich, mit seinen 45 Millionen Aufrufen, 45,3 Millionen Aufrufe, Views, wo er insgesamt über all seine Songs in dieser Woche, vom 4. bis zum 10. Gestreamt hat, macht ihn das in Amerika, in den YouTube-Charts zum meistgestreamten Artist. Und ihr seht da natürlich, dann versteht ihr vielleicht ein bisschen den Kontext oder wieso ich es jetzt cool gefunden habe, eine Folge zu machen, spezifisch zu ihm, weil das ist jetzt genau das, was ich meine mit es gibt da lauter Namen, wo der Zuschauer da draussen, die jetzt die Folge schauen, oder vielleicht Leute, die halt Hip-Hop interessiert sind, es gibt lauter Namen, die dir da vorher würden in den Sinn kommen, wenn jetzt die Diskussion stattfinden würde. Wer ist gerade der heißeste Rapper? Oder bei wem läuft es am meisten? All die Künstler, die ihr da seht, würde man meistens vor ihm nennen, obwohl er der meistgestreamte Künstler ist. Again, oder man muss einfach ein bisschen aufpassen, das ist jetzt nur YouTube. Wir schauen uns nachher sicher noch ein bisschen die anderen Plattformen an. Aber ich habe vor allem das einmal highlighten. Und das ist auch nicht nur, jetzt könnte man nämlich kritisch sich das anschauen und sagen, ja gut, er hat vor einer Woche gerade das Album released. Das ist halt auch, weil er mega hoch im Kurs gerade ist und mega viel seinen Sound gerade pumpen tönt. Aber das Lustige oder Spannende, muss man sagen, nicht lustig, Spannende beim Young Boy Never Broke Again ist wirklich, egal wie weit man zurückgeht, ob man jetzt in Juni geht, das ist jetzt der Juni, ist er auf dem 2. Nochmal, wir sind da natürlich in den US YouTube-Charts, nicht vergessen, wir sind da jetzt nicht in der Schweiz, aber ich komme dann noch dazu. Im Februar zurückgeht, ist er immer auf dem 1. Und das, was ihr da seht, die Interpreten-Charts, sind wirklich der ganze Katalog. So. Und das ist krass, wenn man halt weiter zurückgeht. September 2019 ist er immer noch auf dem 2. Also ihr seht, da war so ein bisschen der Run von einem Lil Nas X mit seinem riesen Hit, den er hatte. Da sind natürlich auch lauter andere Leute da drin. Aber das Krasse ist, obwohl sich das immer verändert und so eine starke Konkurrenz ist in Amerika, wo so ein bisschen alles, was Rang und Namen hat, dort in all dieser Zeit am Releasen war, ist der Young Boy Never Broke Again mit seinem ganzen Katalog immer entweder auf dem 1 gewesen, oder in der Top 5, Minimum. So. Und allein das in sich selber ist natürlich super spannend. Und die Übung, darum machen wir das jetzt wieder in dem Track-Travel-Prozess da mit öffentlichen Daten, wo ich nachher auch in die Description tun, dass ihr das wie so ein bisschen nach dem Stream ein bisschen selber könnt, interaktiv gehen anschauen, für die das ein bisschen interessiert. Die jetzt auch von ihm vielleicht noch nie gehört haben oder auch einfach mal das Referenzbeispiel anschauen oder vergleichen, wie die Hip-Hop-Künstler im Moment in Amerika so funktionieren oder was das dann auch für die Schweiz bedeutet. Da kommen wir noch später noch dazu. Aber allein schon der Stat, dass er konstant, mehr oder weniger, all die Wochen oder all die Monate, jetzt, egal wie weit man zurückgeht, immer in der Top 5, wenn nicht Top 2 oder Platz 1 hat von allen Künstlern, die releasen. Also einfach, dass man ein bisschen die Tragweite von dem versteht. Vor einem Drake, vor der Cardi B, vor einem 6ix9ine und dann gehen wir nachher noch ein bisschen tiefer drin, vor einem Eminem,
Natürlich schauen wir uns jetzt nur die Septemberwoche an. Aber wie gesagt, machen wir mal selber die Übung, gehen mal da in der Woche zurück. Und dann wird man schon mal ein bisschen erkennen, wieso der Young Boy Never Broke Again auf jeden Fall ein würdiger Kandidat ist, dass man da extra Erfolg spezifisch zu ihm macht. Und das in sich selber sagt er jetzt einfach in dieser Woche gut, er hat 45 Millionen Views gemacht in Amerika. Das ist jetzt nicht global. Global könnte man sich natürlich auch schnell anschauen, was es aber ein bisschen schwieriger macht, weil dort natürlich auch noch gewisse andere Länder mitspielen. Wie ihr seht, sind da gewisse indische Stars oftmals auch sehr, sehr weit oben. Aber auch da, wenn man jetzt nach einem Youngboy würde suchen, ist er auf Platz 75. Global ist das, wie gesagt, jetzt nochmal eine andere Nummer, weil da ganz, ganz viele auch unbekannte Namen drunter sind, wo halt auf anderen Kontinenten oder in anderen Regionen der Welt viel, viel stärker sind auf YouTube. Aber das ist mal ein Erfolg für irgendwann einmal. Was mich da jetzt eher interessiert, ist, wir machen jetzt so ein bisschen Status Quo oder schauen uns an, okay, das ist jetzt seine momentane Platzierung in US. Jetzt könnte man halt immer noch sagen, ja gut, es ist aber schon sicher auch mitunter liegt es daran, dass jetzt muss ich da schauen, dass es nicht übersteuert. Mitunter liegt es daran, dass er jetzt halt mega viele Songs released hat. Es sind, glaube ich, 21 Songs auf dem Album und die halt alle gestreamt werden. Was jetzt aber so ein bisschen ein weiterer Aha-Moment oder so ein bisschen das Learning, wo man daraus ziehen kann für die Leute, die es halt interessiert und die sich auch so Konsum-Analytics auch oftmals anschauen, kann man jetzt natürlich in diesen Analytics, die ich da ein bisschen vorbereitet habe, wo wir auch schon bei der letzten Content-Folge uns ein bisschen angeschaut haben, kann man da natürlich ein bisschen weiter zurück. Und da würde man dann auch merken, jetzt könnte man sagen, ja gut, es ist jetzt halt nur in den letzten 7 Tagen so gewesen, oder in den letzten 14, in den letzten 2-3 Wochen, weil halt sein Album draussen war. Und wenn man jetzt da genau das Gleiche macht und 12 Monate zurückgeht, das ist jetzt da eingestellt auf global 12 Monate, hat der gute Youngboy Never Broke Again 2,95 Billion Views, sprich 2,95 Milliarden Views hat er in den letzten 12 Monaten weltweit auf YouTube generiert. Jetzt seht ihr da all die Peaks, das gehen wir vielleicht nachher ein bisschen rein, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. All die Peaks sind meistens, kann man jetzt vermuten, wenn man das jetzt mit seinem Account würde testen, sind die Peaks meistens irgendwelche größere Musikvideo-Releases oder irgendwelche größere Song-Releases. Ihr könntet wie so selber, wenn ihr mal den Test machen wollt, könntet ihr da das Datum für suchen, wenn das war, 22.04. ist es da mega aufgegangen. Dann könnte man in seinen Video-Feed gehen, auf seinem YouTube-Channel und mal schauen, was der Gute damals released hat und wieso das so krass aufgegangen ist. Dann kann man sich oftmals all die Peaks und all die Spikes kann man sich so erklären. Jetzt ist das aber, wie ihr ja wisst, auch für die Arbeit, die ich mache oder die Nerd-Sachen, die ich dann amigs verfolge, ist jetzt das in sich selber, die 2,95 Milliarden Views auf YouTube, ist jetzt dann noch nicht die in sich selber, die Zahl sagt mir jetzt nichts, wenn ich das halt mit nichts vergleichen kann oder keinen Vergleichswert habe. Was ich jetzt gemacht habe und was ihr sehr gerne selber testen könnt, um ein bisschen euren Sinn für Konsum oder was das jetzt bedeutet, wer ist jetzt grösser, was bedeutet das schon grösser sein als jemand anders oder kleiner sein oder halt mehr Konsum auf der Seite haben, bin ich jetzt dann natürlich anschauen bei den Top-Interpreten von dieser Woche im September, bin ich mir all die anderen Namen anklicken, dass ich auf ihre Insights komme. Ausser jetzt Juice WRLD und Pop Smoke habe ich jetzt ausgelassen, weil ich jetzt nicht so viel davon halte, die Analytics von verstorbenen Leuten anschauen, weil das ein bisschen ein unfairer Vergleich wäre, beziehungsweise hat jetzt in dieser Folge da leider nichts zu suchen. Rest in Peace an dieser Stelle. Aber von den
noch aktiven Künstlern habe ich mir natürlich genau das Gleiche gemacht, wie da auf der Young Boy Never Broke Again Page. Habe ich mir all die Subpages einmal aufgemacht und da kann man jetzt, also sprich, eigentlich die ganze Top 10, ausser der Rod Wave habe ich jetzt nicht dazu genommen, aber der ist noch so neu, der wird jetzt noch nicht mega viele Streams generiert in den letzten 12 Monaten. Aber genau, wenn wir jetzt den Richtwert haben, oder die Stat, wo man könnte vergleichen, 2,95 Milliarden, macht das erst Sinn, wenn wir das jetzt in einen Kontext setzen können mit All-Time-Streams oder mit den letzten 12 Monaten von anderen Künstlern. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit DaBaby schauen, das mache ich mal mit allen, die ich da aufgemacht habe, das ist pretty much Top 10, die wir da sehen, sind mehr oder weniger Top 10 von YouTube in Amerika zurzeit. Wie gesagt, das ist jetzt, also von dort sind sie gezogen, aber der Konsum, den wir uns da jetzt anschauen, der ist wiederum weltweit. Also das ist auch die Schweiz, Frankreich, Deutschland und all die anderen EU-Länder sind da natürlich jetzt auch drin in diesen 2,95 Milliarden. Beim Young Boy Never Broke Again weiss ich jetzt halt, oder wenn man das ein bisschen stärker analysiert, weiss man, dass die meisten von denen, das sieht man auch da unter Top-Länder, die meisten von diesen Streams kommen, oder die meisten von diesen Views auf YouTube kommen immer noch aus Amerika bei ihm. So. Was das Ganze natürlich für amerikanische Verhältnisse noch viel, viel krasser macht. So. Genau. Aber was ist das jetzt der Wert sozusagen, wenn man das mit anderen vergleicht? Wenn sich jetzt da Baby anschauen, ist als Beispiel, wir gehen nachher noch ein bisschen tiefer rein, ist bei 2,27 Milliarden. Also was sind das? Knapp 700 Millionen Views weniger. Wenn wir im Future die letzten 12 Monate anschauen, wieder, das ist weltweit, er ist auch bei 2,21 Milliarden. Auch weniger. Und das wird jetzt das Spannende natürlich, wenn wir beim allmächtigen, allseits bekannten Drake anschauen, hat auch weniger als der Young Boy in den letzten 12 Monaten auf YouTube generiert. Weltweit wiederum. Und wieso das jetzt so speziell macht, wenn man so zwei Figuren wie die zwei jetzt sogar vergleichen geht, komme ich nachher noch ein bisschen drin, wieso denn das so ist. Weil man kann jetzt nicht nur den Quervergleich machen unter Artists, sondern man könnte sich auch anschauen, ja gut, was bedeutet das für die Länder. 6ix9ine, 2,55 Milliarden hat er in den letzten 12 Monaten gemacht. Bei ihm ist es sowieso ein bisschen speziell, sage ich mal, weil da sehen wir jetzt ein bisschen den 6ix9ine Comeback-Effekt. Der war da die ganze Zeit still gewesen, in dieser Phase, wo er nicht da war oder wo er nicht aktiv Musik released hat. Und das sind all seine Comeback-Releases eigentlich gewesen. Er hat aber auch wiederum ein bisschen ein anderes Verhalten auf YouTube, wie wenn man es anschaut jetzt mit einem Young Boy. Das kann ich euch nachher noch zeigen, was ich genau damit meine. Weil nicht alle, da merkt man auch ein bisschen das, was ich auch schon mal gesagt habe, oder ein bisschen erwähnt habe in anderen Episoden, nicht alle von diesen Konsumenten und Konsumentinnen von diesen Künstlern verhalten sich genau gleich. Sprich, nicht der Hip-Hop-Konsum von einem 6ix9ine, auch wenn sie sich im gleichen Genre befinden, im gleichen Hip-Hop-Genre, aber der Konsum von einem 6ix9ine verhaltet sich sehr, sehr viel anders als der Konsum von einem Young Boy Never Broke Again. Gleich wie wenn man jetzt einen DaBaby anschauen würde. Bei gewissen gibt es ein bisschen weniger Unterschied wie bei anderen. Also gewisse streamen einfach konstanter. Auf das wollte ich ein bisschen rausgehen. Aber das kann man sich auch ein bisschen selber anschauen oder ein bisschen erahnen, wenn man jetzt drauf geht. Und genau, beim 6ix9ine hat auch, wie gesagt, weniger Stand heute. Wenn man die letzten 12 Monate anschaut. Die einzigen, die über ihm sind, die einzigen zwei sogar, glaube ich, wenn das noch aktuell ist mit der Analyse, die ich da gemacht habe. Genau, wenn man jetzt Pop Smoke und Juice WRLD wegzählt. Aber die einzigen zwei Künstlerinnen und Künstler aus dem Hip-Hop-Genre oder aus dem Hip-Hop/Pop-Genre, die grösser sind als der Young Boy Never Broke Again, sind Nicki Minaj mit 3,43 Milliarden Streams in den letzten 12 Monaten und der Eminem mit 4,43 Milliarden Streams. Ich glaube, der Eminem ist zum heutigen Zeitpunkt
rein was YouTube-Konsum angeht, glaube unmatched. Also nicht einmal irgendein Popkünstler, wenn man sich jetzt würde anschauen, wo gerade der Weekend ist. Weil der natürlich auch noch recht viel Konsum hat. Das ist jetzt natürlich spontan, weiss ich jetzt gerade nicht, darum können wir es jetzt gerade schnell die Übung machen. Aber ich glaube, ja, sogar ein Weekend mit 3,62 Milliarden ist nicht grösser als der Eminem. Was auch schon recht krass ist. So. Das ist natürlich auch, wenn man nicht so tief reinschauen, würde man jetzt die grösseren Verhältnisse nicht verstehen. Ist jetzt der Weekend hotter als der Eminem im Moment? Rein von der Aktualität wahrscheinlich schon, also mit grosser Wahrscheinlichkeit. Muss aber auch nicht bedeuten, und zu dem habe ich auch mal eine Episode gemacht, dass um das geht es auch ein bisschen bei dem ganzen Beispiel mit dem Youngboy, dass es ja nicht heißen muss, nur weil du heißer bist, konsumierst du auch mehr oder wirst du mehr konsumiert, beziehungsweise bist du auch effektiv erfolgreicher dran oder nicht. Weil das halt immer noch sehr, sehr subjektiv ist, wenn man halt sagt, ja, Künstlerin oder Künstler XYZ ist halt super heiß im Moment. So. Ich halt, wenn immer so Diskussionen aufkommen sind, habe ich halt immer versucht herauszufinden, ja gut, was bedeutet denn das genau? Und ohne, dass man sich so Konsum-Analytics anschaut, weiss man amigs auch gar nicht so richtig, was damit gemeint ist. Oder man kommt nicht ein Allwissensverständnis über, das wird man nie bekommen, weil es gibt dann auch gewisse Leute, die weniger konsumieren, also in Streams zum Beispiel, aber irgendwie auf den Streets, wie man jetzt würde sagen, also im Hip-Hop-Sinn, aber halt auch reine Relevanz, einfach auf der Straße, wenn du Leute würdest fragen, trotzdem jeder den Künstler oder die Künstlerin würde kennen. Darum kann man per se natürlich auch nicht immer von dem ausgehen. Aber man kann es ein bisschen ergänzend dazu holen, wenn es jetzt eben wieso würde darum gehen, zu verstehen, okay, ein Young Boy Never Broke Again hat effektiv mehr Streams ausgelöst als ein Drake im letzten Jahr auf YouTube. Weltweit. Und auch als letztes da, weil ich den übersprungen habe, ein Lil Baby, der auch von jedem zitiert wird, da außen, auch in der Schweiz natürlich, hat mit 2,31 Milliarden Streams auch weniger auf seinem Katalog gehabt. Natürlich auch wie gewisse andere All-Time Greats, weil er ist noch ein neuer Künstler. Aber auch wenn man allein das jetzt schon vergleichen mit Youngboy, wo auch sehr ein neuer Künstler ist, und Lil Baby genauso, müssten wahrscheinlich mehr oder weniger etwa zum gleichen Zeitraum angefangen haben, Musik zu machen, oder sind glaube ich, alterstechnisch auch nicht mega viele Jahre dazwischen, ist das natürlich schon spannend zu beobachten, weil Lil Baby wird jetzt in einem IG-Feed, auch hier in der Schweiz, natürlich viel, viel mehr erwähnt werden als ein Young Boy Never Broke Again. In Amerika, hier in der Schweiz kann man es jetzt anders erklären, muss ich jetzt natürlich noch ausholen oder das ergänzen. Wieso wird jetzt der Lil Baby da in der Schweiz effektiv mehr erwähnt als ein Young Boy Never Broke Again? Weil natürlich der Young Boy, wenn ihr da jetzt seht, sinnbildlich, der Konsum in den letzten 12 Monaten, ist halt ein sehr, sehr grosser Teil davon, ist in Amerika entstanden. Also, was sind das? Fast schon irgendwie 90% oder so. Wenn man jetzt würde nur die Schweiz anschauen, weil in diesem Podcast geht es ja so ein bisschen darum, auch das Verständnis für den Schweizer Konsum zu entwickeln, würde man jetzt sehen, ein Young Boy Never Broken hat in den letzten 12 Monaten 1,15 Millionen Views generiert mit seinem gesamten Katalog innerhalb von der Schweiz. Sprich, die 1,15 Millionen Views haben Schweizer User generiert. Wenn wir jetzt bei einem Lil Baby anschauen, oder machen wir es mit einem Da Baby, der einen riesigen Hit hat, der auch hier in der Schweiz abgegangen ist, dann würde man jetzt, wenn man das abbricht auf Schweiz oder halt auf Regionen, auf andere Länder, würde man halt dann merken, dass es vielleicht andere, dass es Unterschiede dort hat und teilweise auch sehr grosse Unterschiede. Wie bei einem Da Baby sieht man, ist knapp 7 Millionen Mal, hat 7 Millionen Views generiert. Ist das jetzt richtig? Genau, weil wenn ich
letzten 28 Tage, ja, das müsste stimmen, hat in den letzten 12 Monaten 7 Millionen Views generiert und so ziemlich alles, ja, oder nicht alles, auf Rockstar, aber das meiste davon natürlich auf ihrem Hit, den sie kann, mit dem Roddy Ricch. Und zwischen dem dann wiederum in der Schweiz ist dann schon recht ein Unterschied. Darum kann man vielleicht dann verstehen oder ein bisschen besser nachvollziehen aus einem Musikmarketing-Sinn. Kann man jetzt ein bisschen besser nachvollziehen auch, allein schon, wenn wir die letzten 30 Tage anschauen, dass, und da wieder die 2 Übungen macht, letzte 28 Tage, ist der Young Boy Never Broke Again 107 Mal, hat 107'000 Views gemacht und der Da Baby hat im gleichen Zeitraum knapp 600'000 Streams gemacht. Das ist jetzt natürlich nur mit YouTube-User passiert in der Schweiz, aber das sind schon recht krasse Grösserverhältnisse, vor allem wenn man bedenkt, dass ein Youngboy vor 2 Wochen halt gerade ein Album released hat. Was heisst das jetzt natürlich, wenn man das, ohne das jetzt mega, mega tief zu analysieren, weil man ein bisschen Zeit fehlt für das, aber das heisst dann ganz einfach, wenn man jetzt die Übung für sich selber macht, da in diesen YouTube Insights, das wäre man jetzt nicht falsch mit der Aussage, wenn jetzt würde sagen, der Da Baby ist rein vom Konsum her weitaus relevanter in der Schweiz als ein Young Boy Never Broke Again. Wenn man da ein bisschen nerdiger jetzt würde wollen oder reingehen, wieso das dann so ist, aus Musikmarketing-Sinn, könnte man jetzt zum Beispiel noch dazu sagen, dass ein Young Boy, wenn man sich jetzt beide Cases ein bisschen studiert, ein Da Baby natürlich einen viel, viel europäischeren Sound anbringt oder eine Ästhetik, wo ein europäischer Hörer oder eine Hörerin mehr damit anfangen kann, als jetzt der 21-jährige Bub aus Louisiana, irgendwie Baton Rouge ist er, glaube ich, wo auch der Kevin Gates her ist. Und auch gewisse andere, die er auf seinem Album hat. Natürlich Lil Wayne ist auch dort aus der Ecke, New Orleans, Louisiana. Aber nicht jeder, der aus dieser Region ist, lustigerweise, schafft halt den Spagat zu so einem europäischen, amerikanischen Flavor, wo halt dann auch Leute in der Schweiz cool finden. Oder halt auch ja, Leute von da würden abfeiern. Weil wenn man jetzt wieder zurückgeht und das Beispiel auch noch macht, was ich vorher gemeint habe, mit einem, wie haben wir das gemacht? Mit dem Da Baby, genau. Haben wir jetzt ihn auch wieder schnell resetten, Da Baby. Ihn findet man natürlich so nicht. Das ist ein bisschen schade, dass man in den Metadaten nicht findet. Genau. Aber ich kann mehr darauf gehen, dass man natürlich, wenn man in dieser globalen Ansicht ist, und die Übung könnt ihr sehr gerne auch mal alleine machen für euch, kann man da wieder reingehen und in den Künstler oder in die Künstlerin reinklicken, die einen interessiert. Wir haben Da Baby suchen. Genau. Wenn wir jetzt da die letzten 12 Monate global, also weltweit anschauen und die letzten 12 Monate vom, ja, jetzt sind wir da immer noch in der Schweiz, Amix, das ist aber auch etwas, was ich irgendwann mal erfahren habe, Amix tut die Seite nicht richtig resetten, darum müssen wir Amix aufpassen, dass er nicht in einem anderen Land hängen bleibt. Genau, jetzt sind wir wieder global, oder doch nicht? Muss, glaube ich, ganz ein Ding machen. Was ich aber auch wollte sagen, generell, ist, dass, wenn man sich jetzt anschaut, da ist man jetzt auch noch in der Schweiz, wo sind wir da noch bei globalen Stats? Genau. Bei einem Future können wir das jetzt auch anschauen, weil ich die Seite jetzt gerade noch offen habe. Das kann man eigentlich mit jedem machen. Man könnte sich jetzt halt auch anschauen und macht das einmal, für die das jetzt interessiert. Aber bei einem Young Boy, bei einem Da Baby, bei all diesen Hip-Hop-Künstlern, die halt auch da rum kursieren, gibt es dort halt Unterschiede. Spätestens, wenn man sich Top-Länder anschaut und halt merkt, dass bei einem Future gerade mal von diesen 2,21 Milliarden Streams, die auf YouTube generiert worden sind gerade mal 1,23 Milliarden von denen sind in US und der Rest ist schön aufgeteilt in andere Länder. Viele davon auch in Deutschland, wie ihr da seht, Frankreich, Brasilien, United Kingdom,
Die Schweiz kommt dann wahrscheinlich irgendwann einmal auch. Hoffentlich nicht mega weit unten, aber die Schweiz ist amigs in einem internationalen Ranking. Also irgendwo in den 20er müsste es vielleicht sein, oder in den 30er, wenn wir Glück haben. Das ist jetzt gerade mal ein lustiges Ding, dass wir ein bisschen einen Vergleich haben. In den letzten 12 Monaten, wie gut haben die Schweizer Leute den Future abgefeiert. Auf 36 weltweit. Könnte auch höher sein, sage ich jetzt mal. Es gibt auch sicher Künstlerinnen oder Hip-Hop-Künstler da aussen, wo die Schweiz ein bisschen höher ist. 36 ist jetzt ein bisschen mager, könnte jetzt die Schweiz ein bisschen mehr dahinter hocken. So. Aber genau, bei einem Youngboy werdet ihr halt dann sehen, wiederum, dass bei ihm das meiste von diesen Streams, auf YouTube vor allem, aus US entstanden ist. Auf den anderen Streaming-Anbietern wird es nicht anders sein. Dennoch ist das spannend zum Anschauen, wie sich das jetzt würde entwickeln. Auch für so eher einen Rapper wie ihn jetzt, der halt aus einer nischiger Ästhetik vielleicht rausschafft oder vielleicht für einen europäischen Konsument das jetzt nicht mega gerade fassbar ist von Anfang an, aber wie sich das dann auch da könnte entwickeln. Mein Guess ist, dass sein Sound, das was er so verkörpert, da in der Schweiz trotzdem relativ schwierig ist. Nicht jetzt wegen seinem Background oder irgend so etwas, ich rede jetzt wirklich spezifisch nur von der Musik, weil halt die Musik selber halt die ja, ich sage mal jetzt, die roughere Street-Attitüde geht halt da in der Schweiz, funktioniert es halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. So. Und ein Youngboy, ich glaube, was dann Künstler wie immer ein bisschen zum Verhängnis wird, dass sie ein bisschen zu echt sind. Also man mag es kaum glauben, aber die Ironie von dem Ganzen ist, dass es auch Künstler gibt, die ein bisschen zu echt sind für europäische Verhältnisse, und ein Youngboy Never Broke Again würde ein bisschen in die Kategorie gehen, so, wenn es um Schweizer Konsum geht. Nichtsdestotrotz, die YouTube-Analyse mit diesen 12 Monaten zurückgehen, gibt er halt schon eine recht krasse Tendenz oder zeigt natürlich auch, wie es um ihn steht, wenn man es halt mit anderen Künstlern vergleicht, und dass er dort sehr, sehr wohl mithalten kann, wenn nicht sogar grösser ist oder mehr konsumiert wird auf YouTube jetzt in dem Vergleich, den wir gemacht haben, als viele andere von seinen Rap-Peers momentan. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe noch 20 Minuten, wenn wir jetzt eine volle Stunde machen. Was ich da aber noch anschauen mit euch, ist genau, nebst dem YouTube-Konsum habe ich ganz schnell noch anschauen, weil dort gibt es auch verschiedene Verhalten. Kann man auch ein bisschen mitverfolgen, weil es wäre ja nicht ein Track-Travel-Prozess-Episode, wenn wir uns da auch nicht würden anschauen, wie seine Songs sich verhalten. Und das Lustige da ist, wenn man jetzt in die Spotify-Charts geht von US und sich da anschaut, Youngboy, ist er drin, oder was mir aufgefallen ist, das ist jetzt natürlich nicht so ein Geheimnis, er ist da drin mit dem My Window Song, das ist jetzt im Moment der stärkste Song, der am Streamen ist mit dem Lil Wayne. Dann The Bandit, wo ein Feature ist, und der Casey Talk, der auf seinem Album ist. Das sind die 3 Songs. Was bedeutet das für die Schweiz? Wie gesagt, auf dem Vergleich vorher, dass das für die Schweiz fast schon ein bisschen zu rough ist, ist das ein bisschen zu erwarten gewesen, dass ein Youngboy jetzt auch wenn so ein grösseres Album rauskommt, nicht mega krass vertreten ist in den Charts. Wir können auch zurückgehen und schauen, vor 2 Wochen, wie das gestanden ist. Vielleicht hat er es dort in die untere 200er-Region geschafft, auch in den Schweizer Spotify-Charts. Aber das Lustige ist, merkt euch mal, wie gesagt, Youngboy, My Window, The Bandit und eben, wie gesagt, als letztes der Casey Talk. Wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, wie das auf anderen Plattformen aussieht, würde man halt merken, dass es dort auch rechte Unterschiede kann geben. Wir haben uns da halt US Spotify Charts angeschaut, und jetzt könnte man mit so eine Analyse auch machen, oder wenn wir das vom Musikmarketing sind,
Perspektive ein bisschen auseinandernehmen, könnten wir jetzt anschauen, ja gut, heisst das, die 3 Songs sind auch so vertreten in den YouTube-Charts, sprich, verhalten sich die YouTube-User ähnlich, wenn nicht gleich, wie die Spotify-User in Amerika, bei ihm jetzt. Wenn wir da jetzt schauen, ist spannenderweise auf YouTube der Casey Talk am stärksten. Auf Spotify, wenn ihr euch erinnern könnt, ist der Song mit dem Lil Wayne am stärksten gewesen. Dann ist da noch der Kalin mit dem Snoop Dogg, ist da auch noch stark vertreten. Zu diesen beiden gibt es, glaube ich, aber auch ein Musikvideo, was ein bisschen erklärt. Dann ist er aber da auch noch auf dem 20 mit All In drin, auf dem 21 auch nochmal mit einem Track drin. Dann ist er noch mit einem Feature drin bei den Migos. Und dann nochmal einen auf 30. Und dann nochmal einen, das ist der andere, das ist dann der Young Thug. Und dann nochmal einen auf 78. Und dann hört es bald mal auf, genau. Aber das sind 1, 2, 3, 4, 5. 6 originale Songs vom Young Boy Never Broke Again sind jetzt im Moment gerade in den Top-Musik-Video-Charts in US. Und wenn ihr jetzt euch fragt halt, oder wenn man das eben so ein bisschen auf Konsumbasis auseinandernehmen er ist natürlich nicht so oberst oben mit einem von seinen Songs, aber gesamthaft, und darum ist er rein, wenn man eben von so organischem Konsum redet, ist sein Case wegen dem so mega speziell, weil man bei ihm richtig merkt, wie das dann aufgeht bei so einem Album-Drop oder bei einem Album-Release, weil er mag jetzt nicht einen Top-10-Song haben im Moment in den US YouTube-Chart, aber wenn man wiederum unter Top-Interpreten geht, ist er trotzdem auf dem Platz 1, weil sein ganzen Katalog streamen tut. Und wenn ich dann amix in gewissen anderen Episoden davon geredet habe, ja, ihr wollt halt, dass euer ganzer Katalog streamt oder nicht nur ein Song oder man soll langfristig kommunizieren und schauen, dass man hindurch mehr macht. Also wenn da der Album-Release wäre, dass man halt da und eine lange Linie gegen hinten hat, meine ich halt, das langfristige Konsumgame im Streaming ist genau so etwas gemeint wie bei einem Youngboy, weil die hat natürlich kontinuierlich released, die hat nie gestoppt, auch vor seinem Album-Release hat er natürlich ganz viel Releases gemacht und bei ihm gehen halt die Streams konstant weiter. Das mag jetzt auf einfachen Blick nicht krass aussehen, oder es ist jetzt ein bisschen logisch, dass natürlich bei den grösseren Songs die Spikes grösser werden. Aber wenn man das schneller mal mit anderen Künstlern vergleicht, merkt man, dass wie er released oder dass der Longtail-Effekt, dass dann im Nachhinein viel passiert. Also wenn man halt dann darüber redet im Streaming, dass halt dass du nicht nur die erste Woche nach dem Release anschauen, sondern am besten den 3. Monat nach Release oder den 6. oder den 7. oder den 8. Monat, werdet ihr jetzt natürlich bei ihm auch ganz viele Musikvideos oder Uploads finden auf dem YouTube-Channel. Und der Gute war halt extrem fleissig gewesen, was ihr da gesehen dann an der Anzahl Tracks oder Uploads generell, die passiert sind. Also er ist nicht mit nichts auf die 8 Millionen Abos gekommen. Da. Was ihr aber werdet sehen ist, obwohl sie so viel uploadet, hat es dennoch gewisse Releases, die vielleicht erst nach 6, 7, 8 Monaten bei ihm richtig abgehen. Und da kann man sich ganz, ganz viele Sachen anschauen. Also wenn man sich bei den Amis, weil es geht ja natürlich da jetzt, wenn wir uns einen amerikanischen Rap-Künstler anschauen, geht es ein bisschen darum, okay, was kann man da davon lernen für die Schweiz. Und genau bei so einem Artist-Profil wie bei einem Youngboy, vor allem seinen YouTube-Channel, kann man sich extrem viel abschauen, auch als Schweizer Künstler da aus oder Künstlerin, weil allein schon der Release-Setup, wie sie releasen, zu welchem Zeitpunkt sie releasen und auch so Geschichten, wo zum Beispiel da in der Schweiz, wo ich gar nicht sehe, oder wo sich sehr wenig getrauen, so muss man das sagen, dass du ein Musikvideo vielleicht erst 3 Monate nach dem Audio-Release machst. Weil die meisten da zum Beispiel mit dieser These, wenn ich jetzt die Theorie würde bringen,
sagen wir halt dann als Gegenantwort, ja, aber das ist doch viel zu spät dann. Der Song ist ja dann schon alt. Und der Young Boy Never Broke Again ist jetzt in so einem Beispiel der beste Case, wo man sich anschauen kann, dass das eben das mit alt und neu im Streaming gar keine Rolle mehr spielt. So. Der hat ganz viele Beispiele da auf dem YouTube-Channel, wo er Musikvideos erst sehr, sehr viel später released hat und nicht immer gerade zum Release oder gerade halt alles von Anfang an verballert hat, sozusagen. Und da kann man einfach sehr viele Learnings daraus ziehen. Das ist jetzt mehr einfach für euch als Hint oder als Tipp für die, was interessiert. Generell ein bisschen zu schauen, auch wenn man jetzt nicht mit dem musikalischen Inhalt mega einverstanden wäre, es geht mir jetzt auch gar nicht groß um das, sondern auch rein von der Release-Strategie, weil das ist so, er geniesst im Moment, auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht, weil medientechnisch nicht so viel über ihn geredet wird, kann man das trotzdem so analysieren, dass er im Moment sehr, sehr starke Release-Strategie geniesst. Also er geniesst so das obere Level oder A-Liga-Stuff, wenn das nicht danach aussieht. So. Es ist natürlich alles in dieser Street-Attitude bei ihm, weil das halt natürlich seine Ästhetik ist oder er so gross geworden ist oder aufgewachsen ist mit dem. Aber da kann man sich ganz, ganz viele Moves und ganz viel so Release-spezifische Strategien kann man sich abschauen, wenn man da selber ein bisschen die YouTube-Channels ein bisschen beobachten. Und der Young Boy Never Broke Again ist halt, wenn es um das geht und so ein bisschen um organischen Konsum generieren, ist das ein sehr gutes Beispiel. Ich bin jetzt zwar ein bisschen abgedriftet, was ich euch zeigen wollte, wenn es darum geht, wie sich die Tracks halt entwickeln, ist, wir haben jetzt, und ich hoffe, ihr folgt mir noch, die Folge geht jetzt auch nicht mehr mega lang. Für die das nachträglich werden anschauen, cool, dass ihr euch das noch gebt, da auf dem Cola-Podcast unterwegs sind. Wie gesagt, der Track-Travel-Prozess wird es jetzt ein bisschen regelmäßiger geben. Mal schauen, was wir noch aus dem Content-Format machen können. Aber weil wir ja vorher uns angeschaut haben, okay, in den Spotify-Charts sind die 3 Tracks drin. Wenn ich jetzt wieder schnell zurück kann, zu den Musikcharts. In den US-Charts von YouTube wiederum sind andere Tracks stärker. Wie gesagt, wenn wir jetzt nach Young Boy, der Casey Talk ist da der stärkste Song. Das ist auf Spotify nicht so in den US, wenn wir jetzt effektiv anschauen. Der Casey Talk ist da der drittstärkste Song, sozusagen. Also mit drittstärksten Song meine ich jetzt der drittmeist gestreamte Song. Und spannend wird es dann auch, wenn wir in die Soundcloud-Charts zum Beispiel schauen und da nach US updaten. Da sind leider nicht alle Länder vertreten, also die Schweiz kann man sich da nicht anschauen. Es sind halt nur die grösseren Märkte vertreten. Aber da kann man sich US anschauen. Und wenn wir jetzt da nach dem Young Boy suchen, dann findet man einmal den... Und jetzt bin ich jetzt wegen... genau. Findet man jetzt auf dem 7. spannenderweise The Drug Addiction. Das ist dann der erste Track vom Album. Das Intro findet man da auf dem 7. Platz, meistgestreamter Song auf Soundcloud in Amerika. Dann der Casey Talk und dann noch weitere Songs, die zum Beispiel auch nicht in den YouTube-Charts und in den Spotify-Charts auftauchen in Amerika. Und der Lil Wayne-Song ist jetzt da nicht einer der stärksten Songs. Wieso zeige ich euch das, was das für einen Unterschied gibt zwischen diesen Plattformen? Um das geht es mir auch amigs, wenn ich halt sage, dass die Streaming-Anbieter immer mehr und mehr so ein bisschen eine Share werden aufmachen oder rein der Konsum an sich, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt einfach mehr so ein bisschen meine Theorie, wenn man das ein bisschen musikmarketingtechnisch beobachtet, dass sich langsam aber sicher die Plattformen auch völlig anders verhalten könnten, konsumtechnisch. Sprich, der Spotify-Konsument ist nicht der gleich wie der Apple Music-Konsument. Der Apple Music-Konsument ist nicht gleich wie der YouTube-Konsument. Der YouTube-Konsument ist nicht gleich wie der Soundcloud-Konsument, jetzt in dem Beispiel, das wir gezeigt haben. Das muss nicht heißen, dass es nicht doch Überschneidungen gibt. Die Überschneidungen gibt es offensichtlich. Zum Beispiel, dass die YouTube-User auch sicher nicht abgeneigt sind, auf Spotify einen Song zu hören oder irgendwie auf Apple Music. Aber dass die
die Überschneidungen meiner Meinung nach immer kleiner werden. Und achtet euch mal bei so internationalen Releases, wo halt wie bei einem Young Boy Never Broke Again erst gerade kürzlich ein Album released haben, für die das ein bisschen interessiert, das selber ein bisschen zu analysieren. Geht euch zu dem Zeitpunkt anschauen, wo das Album gerade rauskommt und dann vergleichen mal, weil das kann man ja alles machen, das ist öffentlich, schönerweise in dem Fall, kann man sich halt die Apple Music Charts anschauen, die YouTube Charts, die Spotify Charts, vielleicht sogar die Soundcloud Charts und wird dann vielleicht beim einen oder anderen Künstler, es muss nicht immer heißen, aber wird dort plattformspezifische Konsumunterschied feststellen können. Also das Verhalten auf einer Plattform, Konsumverhalten auf einer Plattform, ist vielleicht völlig anders zu dem gleichen Künstler, zu dem gleichen Projekt wie auf einer anderen Plattform. Im Idealfall willst du natürlich, dass es auf allen Plattformen der gleiche Song gestreamt wird und so für einheitliches Bild und alles, was dann noch so schön im Musikmarketing Relevanz hat. Das ist jetzt aber Stoff für eine andere Folge. Ich habe jetzt da, es war halt mehr einfach eine spannende Beobachtung gewesen, wenn wir jetzt da in dem Track-Travel-Prozess im Kontext von dem Format uns ein bisschen anschauen, gut, wie verhalten sich eigentlich die Young Boy Never Broke Again Songs auf diesen verschiedenen Plattformen. Wir haben jetzt leider nicht so viele schweizspezifische Sachen da anschauen können. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass halt sein Sound, der Typ Sound, den er halt hat, da für die Schweiz noch nicht genug Konsum generieren kann, dass wir uns da jetzt mega viel anschauen können. Was beim Young Boy Never Broke Again auch noch spannend ist, und den Artikel verlinke ich auch noch in der Description zum Schluss und dann sind wir auch schon fertig. Wir haben gut durchgehalten jetzt in dieser Episode, für die sich das noch später geben. Und ich hoffe, das hat jetzt da alles mitgestreamt, 42 Minuten oder 52 Minuten, genau. Dass der Young Boy da in einem Artikel vorgekommen ist. Der Artikel ist vom Januar, ist aber dennoch recht relevant. Sie reden da vom Jahr 2019, das ist ein Music Business Worldwide Artikel, wo sie darüber reden, was wer so die Top-Streamer, Artists sind im 2019 im US-Markt, und das halt, die Schlagzeile ist halt gewesen, dass sie eine Trillion Streams jetzt erreicht haben in Amerika mit allen Streams von allen Plattformen. Und den Artikel könnt ihr euch nachher auch selber geben. Ich gehe da jetzt nicht in alle Details hin. Es geht da, wie gesagt, um den Konsum vom US-Markt. Aber spannend da, here's 2019's Top 5. Und was da wird auffallen, der gute Young Boy Never Broke Again taucht da wieder auf in der Statistik von 2019. Sprich, wenn ich richtig liege und die Analyse noch richtig im Kopf habe, aber ich müsste mal nochmal durchlesen, ist das Jahr 2019 die Top 5 meistgestreamten Künstler oder Künstlerinnen in Amerika über alle Plattformen. Darum sehen wir da natürlich einen Post Malone auf Platz 1 mit über 5 Milliarden Streams, sind auf allen Plattformen generiert worden. Ich glaube, gewisse Sachen werden da nicht mitkalkuliert, müsst ihr euch ein bisschen anschauen, aber so viel mehr ist das Spotify, Apple Music und YouTube müsste da in dieser Kalkulation drin sein. Und spannend halt, ein Young Boy Never Broke Again kann es tatsächlich von allen Künstlern, also es ist Top 5 von allen Künstlern und Künstlerinnen, die weltweit rauskommen, egal in welchem Genre, ist er da dennoch auf dem Platz 5. Und spannend da anzumerken, die haben da natürlich einen Vergleich gemacht mit dem 2018, da ist der Young Boy jetzt noch nicht vorgekommen. Aber das Krasse, was man sich da anschauen kann, für halt die Musikmarketing-Nerds unter euch, wieso ist das jetzt, oder ich zoome ein bisschen mehr an, dann sieht man das auch, Top 5 meistgestreamte. Wieso ist das jetzt so heftig, dass der Young Boy Never Broke Again da drinnen ist mit seinen 3,49 Milliarden Streams? Ihr müsst euch nur ein bisschen überlegen, also der Hauptargument oder so das einfachste Argument, jetzt Ultra, ich weiss jetzt auch nicht, wie ich auf das gekommen bin, aber ich freue mich irgendwie, dass ein Künstler wie er natürlich das auch in so einer Top 5 schafft, ist
Das krasse Argument ist, ihr müsst euch anschauen, all die Künstler, die vor mir sind, die 4 Topseller, müsst ihr nur mal bedenken, wie viel Werbepower die 4 Künstler haben, sprich wie viel Werbeinvestition da dahinter ist, und könnt ihr euch mal einfach ein bisschen selber überlegen oder ein bisschen spekulieren mit eurem eigenen Sinn für wer welche Cash Cow am meisten, bei welcher Cash Cow am meisten investiert wird da in der Industrie, könnt ihr mal vergleichen, wie viel haben die an Werbepower und wie viel hat ein Young Boy Never Broke Again an Werbeinvestitionen. Und ohne dass ich da jetzt natürlich weiss, wie viel die verschiedenen Labels ausgeben für die Künstler weltweit, und das sind halt weltweite Budgets, die da ja verteilt werden, und die bekommen halt die ganze Manpower oder Womenpower von diesen Offices, müsst ihr euch vorstellen, von diesen Labelfirmen, plus noch die ganzen Werbeinvestitionen, Playlist, Netzwerk, alles drum und dran, die besten Positionierungen, die man sich vorstellen kann, in allen Stores. Also wenn es gut klappt, das muss jetzt nicht heißen, dass das eine Garantie ist es natürlich nicht, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass bei diesen 4 Künstlern oder Künstlerinnen alles zum Optimum ausgereizt wird, was man kann ausreizen in diesem Musikmarkt, bei allen Streaming-Anbietern, bei allen Werbeflächen, überall, wo ihr halt anschaut, sind die, kommen ziemlich sicher, oder im 2019 sind ziemlich sicher die 4 Künstlerinnen oder Künstler vorkommen, und dass ein Young Boy Never Broke Again mit nicht einmal, müsste ich jetzt einfach spekulieren, nicht einmal der Hälfte oder nicht einmal ansatzweise, vielleicht hat er 10% von dieser Werbepower und von diesen Investments, effektive Geldinvestments, die da reingebuttert worden ist in die Künstler, mit 10-20% von dem kommt er in die Top 5 von den 2019 Most Streamed Artists in den US. Was halt total für seinen organischen Wachstum und für seinen organischen Konsum spricht. Schlussendlich. Das ist halt wie so ein bisschen ein Sleeping Giant im Beispiel zu diesen 5. Weil von diesen 4 redet man die ganze Zeit, von ihm redet man nie. So müsst ihr euch das ein bisschen überlegen. Und für das, dass er trotzdem against all odds, beziehungsweise, es ist halt natürlich eine schöne Story, wenn man es so sagt, against all odds, aber was meine ich mit against all odds? Er kommt bei weitem halt nicht das Werbevolumen und den Werbebenefit über, wo all die anderen bekommen, oder die Brainpower. Auch wenn das Label, sein Mutterlabel, wahrscheinlich sehr, sehr viel zu ihm macht, in Amerika oder in gewissen Ländern, ist das weltweit gesehen natürlich rein von der Aufmerksamkeit, die er dort bekommt, businesstechnisch, nicht einmal im Ansatz vergleichbar mit diesen 4 Künstlern. Und dass er halt dennoch in dieser Top 5 auftaucht, ist sehr, sehr, sehr speziell. So. Und ist halt ein Grund mehr, um halt zu sagen, das ist sehr spannend, was man da herausfinden kann, wie sich ein Künstler oder eine Künstlerin, die vermeintlich in der Medienwelt oder wenn man da aussen ein bisschen anschauen, nicht mega krass besprochen wird, aber dennoch zu den Top-Seller gehört weltweit. Über alle Streaming-Anbieter, klar, wir haben jetzt mega intensiv als YouTube angeschaut, aber der andere Music Business Worldwide Artikel zeigt halt sehr schön auf, dass das auch auf den anderen Streaming-Anbietern ein Young Boy Never Broke Again dort halt mitheben kann mit anderen Künstlern. Und das ist es halt so ein bisschen. Das macht es für mich mega spannend, wegen dem ist das auch mega deserving, finde ich, für eine eigene Folge. Vielleicht würde ich da irgendwann einmal mehr Novellen zu ihm machen. Das muss ich mir mal noch anschauen. Das ist jetzt mehr so ein bisschen nicht spezifisch auf irgendeinen Song von ihm jetzt gewesen, die Track-Travel-Prozess Folge, aber mehr zu ihm als Artist insgesamt, als Künstler. Aber ja, das ist jetzt mal gewesen. Ich merke, das ist jetzt passend auch eine Stunde gewesen. Perfekt im Timing. Für die jetzt da zugeschaut haben, cool, dass ihr eingeschaltet habt beim Collab Podcast.
Die meisten, weil wir jetzt auch schon bald 12 wieder haben, werden sich das vielleicht erst in den nächsten Tagen geben. Ich hoffe, es hat ein bisschen Sinn gemacht. Und das ist jetzt nicht mega kryptisch gewesen, über was ich da geredet habe. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen eine spontane Folge gewesen. Ich habe einfach mal ein Artist-Beispiel zeigen aus Amerika, wo mir jetzt speziell aufgefallen ist und ein bisschen anders sich verhalten wie viele andere Künstler und Künstlerinnen, die da draussen sehen. Ich hoffe irgendwann später, dass wir das auch noch zu Schweizer Beispiele machen können natürlich, oder irgendwann lokal spezifische Beispiele. Ich versuche auch immer, so gut es geht, bei diesen US-Artists oder ausländischen Artists, dass so gut es geht auf die Schweiz abzubrechen, dass das halt auch relevant wird für den Channel und für die Schweiz, weil es mir jetzt nicht gross darum geht, nur den US-Markt besprechen, so wenn wir da jetzt die Learnings ziehen, die für die Schweiz irgendwie helfen. Aber das war es jetzt einmal gewesen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ilja Petrovic gesehen und der Martin ist da auch noch im Chat vertreten gewesen. Sorry, dass ich da jetzt nicht gross im Chat noch interagieren konnte, aber ich würde mal meinen, das ist es gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal da beim Colo Podcast. Tschüss zusammen.